Wir wollen unser Studium fortsetzen und uns weiteren Bibeltexten widmen, die wir gemeinsam mit Jehovas Zeugen anschauen können. Heute wollen wir uns die Frage stellen: Haben wir nur einen Schöpfer? Dazu wollen wir Gottes Wort öffnen. In Jesaja 44, Vers 24 wird uns gesagt, dass Jehova allein unser Schöpfer ist. Nehemia schreibt in Kapitel 9, Vers 6: Du hast den Himmel gemacht, du bist der Herr, du allein, die Erde und alles, was auf ihr ist. Gott Jehova ist also unser Schöpfer, niemand sonst. Wenn wir aber zu Johannes 1, Vers 3 und 10 kommen, erfahren wir jedoch, dass Jesus auch unser Schöpfer ist. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Wenn also laut Nehemia 9, Vers 6 Jehova allein der Schöpfer ist, wie kommt es dann, dass in Johannes 1, Vers 10 Christus derjenige ist, der alles ins Dasein gerufen hat? Wie also kann Jesus alles geschaffen haben, wenn er doch selbst nur ein Geschöpf ist? Was bedeutet also dieses allein Gott ist der Schöpfer, wie wir in Jesaja und Nehemia gelesen haben? Nun, die Antwort darauf finden wir ganz am Anfang der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Wer ist uns, wir, in diesem Text? Denn im Hebräischen steht dort für Gott nicht Jehova, sondern Elohim. Und Elohim ist die Mehrzahl von El, was Gott heißt. Und das Spannende daran ist, während wir nur Singular und Plural kennen, gibt es in der hebräischen Sprache auch noch etwas zwischen diesen beiden, nämlich den Dual als Zählform. Und Elohim, was ja die Mehrzahl von Gott ist, steht nicht im Dual dort, also beschreibt nicht zwei, sondern im Plural, bedeutet also mehr als zwei. Also genau derjenige Gott, von dem Jesaja und Nehemia aus dem Herrn Jahwe, oder wie es in der NWÜ lesen, Jehova, sprechen, erklärt uns Johannes, ist Jesus, durch ihn ist alles entstanden. Zeugt es nicht von einem Schöpfer, der mehr als eine Person ist, aber in Einheit alles geschaffen hat? Und wir in 1. Mose 1, Vers 26 deswegen lesen können, dass die Gottheit Elohim mehr als zwei Personen von sich als uns, wir sprechen? Und wer jetzt behaupten mag, dass es ja auch sein kann, dass Gott mit uns, wir, zu den Engeln sprach, der muss bewusst sein, dass die Bibel nirgends sagt, dass Engel an der Schaffung des Menschen oder dieser Erde mitgewirkt haben. Von Jesus aber wird gesagt, dass er alles geschaffen hat und dass ohne ihn nichts geschaffen wurde. Der Jehova, der im Alten Testament von sich sagt, dass er allein alles geschaffen hat, erfahren wir im Neuen Testament, ist Jesus Christus. Ist das nicht erstaunlich? Doch wie kann das sein? Nun, die Antwort haben wir ja gelesen in 1. Mose 1, Vers 26. Die Gottheit sprach: Lasst uns Menschen machen. Ist es daher nicht wert, sich einmal Gedanken darüber zu machen, über die Texte, die wir uns angeschaut haben, bevor wir uns dann beim nächsten Mal wieder weiteren Bibeltexten widmen? Ich wünsche dir Gottes Segen.